Wer ruft denn schon so früh an? Ist gerade einmal 5 nach 8. Also Charakter hat der keinen. Sonst darf er erst 10 nach 8 anrufen. Jetzt wird er aggressiv. Schauen wir mal, wer das ist. Bürgermeisteramt Hiller in Vertretung vom Bürgermeister. Was ist Ihr Begehr? Ach, Fanny, du bist es. Du müsstest doch eigentlich wissen, dass man auf dem Rathaus nicht so früh anruft. Doch, der Frido ist schon im Haus. Aber bis der überall in seiner freundlichen Art Guten Morgen gesagt hat, das dauert. Ja und? Jetzt, was gibt's so Wichtiges? Ja. Na. Ja, was? Na. Ja, du mich auch, auf wieder... Also, ja, so eine Bläde. Also, Ja, Steuerle, du bist ja immer noch nicht fertig. Guten Morgen, lieber Bruder. Ja, guten Morgen. Wie immer ist es sehr erquickend, deine gute Laune am eigenen Leib zu verspüren. Red nicht so geschwollen daher und schau lieber, dass du mal fertig wärst. Mein Gott, wir sollen fertig sein, wenn das Klump mir aufheut. Was für Klump? Na, die Klump. Dem Edelmann sei Geheimsekretärin. Ah, da schau her. Die Ratsche von der Nachbargemeinde. War die heute schon da? Na, sie hat angerufen. Ja und? Was hat sie wollen? So weiß ich doch nicht. Ja, was heißt, das weiß ich nicht. Ja, die wird doch irgendwas gesagt haben. Die ruft doch nicht ohne Grund um 8 Uhr an. Ja, jetzt lass doch nicht alles aus der Nase ziehen. Jetzt sag ich dir einmal was. Auch wenn du mein Bruder bist, den Ton lass ich mir nimmer lang gefallen, sonst kündige ich, dass du das weißt. Ich möchte jetzt wissen, was die gesagt hat. Mein Gott, was wird's denn schon gesagt haben? Ja, seit wann interessiert dich, was die Wald- und Wiesenkuh zum Song hat? Wieso Wald- und Wiesenkur? Ach, da schau her, sind wir ein bisschen neugierig, Herr Bürgermeister. Das hat nichts mit Neugierde zu tun, sondern mit höherer Politik. So, und jetzt raus mit der Sprache. Wieso Wald- und Wiesenkur? Weil sie über die Wiese geht und es im Wald treibt. Mit wem? Mein Gott, was ist denn da dran so wichtig? Sonst interessierst dich doch auch nicht für unser Geratsche. Aber bitte, bitte, wenn du den Mist hören möchtest, den sie verzapft hat. Wirklich, wortwörtlich. Ja, habe ich das nicht gerade ganz deutlich gesagt? Natürlich, wortwörtlich. Ich hab's auch ohne dein Geschrei verstanden. Bist du aufnahmefähig? Ja, natürlich. Na, das hat sie gesagt. Ja, hab ich gesagt. Sitzt du bequem? Ja. Hast du schon was gehört? Na, ich sag dir, das haut dich um. Ja, was? Ja, willst du das auch wirklich hören? Na, weißt was, du kannst mir mal. Ja, du mich auch auf wieder. Aufgelegt. Sie hat's erst aufgelegt. Ja, sag einmal, hast du sie nicht mehr alle, ha? Wie kannst du nur sagen, du willst nicht hören, was die zum Sagen hat? Hat die schon jemals was gesagt, was wirklich wichtig war? Das weiß ich nicht, aber heute hätte es vielleicht schon sein können. Warum? Was ist denn heute? Herrgott, komm, mach du die Arbeit und kümmere dich nicht drum, was andere Leute machen. Mein lieber Bürgermeister, das will ich ja schon die ganze Zeit. Aber zuerst halt mit das Klump auf und dann schreist du darum. Und jetzt, wenn du dir nicht bald einen anderen Ton angewöhnst, dann kannst du mich mal. Guten Morgen, die Herrschaften. Nein, Lotte, du schaust ja heute wieder mal unheimlich umwerfend aus. Wie machst du das eigentlich, dass du sogar bei der Arbeit noch so gut ausschaust, hä? Sie arbeitet einfach weniger, Schleimer. Danke, Alois. Es gibt halt doch noch Männer, die auch Komplimente machen können. Glaubst du, dem käme auch nur ein freundliches Wort über die Lippen? Geschweige denn ein Kompliment? Seiner Schwester kann man kein Kompliment machen. Basta. Alois, du hast keine Schwester, oder? Nein, leider nicht, aber wenn ich eine hätte, dann... Schluss jetzt mit dem Geschwätz. Was willst du denn überhaupt? Wisst ihr schon das Neueste? Mach schnell, ich hab nicht so viel Zeit. Der Dr. Wilder, der hat 100.000 Euro ausgesetzt für unsere... Für unsere beiden stark verschuldeten Gemeinden Niederburg und Schulenburg. Ja, das wissen Sie schon. Ja, warum soll ich das nicht wissen? An mir geht nichts vorüber.
Wir sollen innerhalb von 5 Wochen etwas Sensationelles auf die Vier stellen. Am besten was auch noch der Schuldentilgung dient. So. Und damit hat uns der reiche Dr. Wilder zu einem Wettkampf herausgefordert. Niederburg gegen uns Schulenburg. Ja, was das, was du hast sagen wollen? Ja, freilich, aber wenn's der Herr Bürgermeister schon weiß. Ja, warum sollte denn ausgerechnet ich das nicht wissen? Hä? Mir und der Mädeln hat er doch das vorgestern schon gesagt. Und wieso sagst du mir das nicht? Ja, hättest du halt angehört, was die Klum zum Song hat, dann darfst du das schon wissen. Vielleicht darfst du dann auch schon wissen, was sich die Niederburger ausdenkt haben. Aber na, du musst ja nicht zuhören. Woher hätte ich das wissen sollen? Das ist doch allweil das Gleiche mit dir. Du erzählst mir nix und dann ist spät dafür. Für was? Für was ist dann spät? Ja, fürs Zuhören. Ja, ich kann doch nicht wissen, dass die ausgerechnet heute mal was Wichtiges zum Sagen hat. Also, du bist schuld. Ja, ich kann doch nicht überall herumverzeihen, was auf uns zukommt, ohne dass man vorher drüber nachdenkt, wie wir uns an diesem Wettkampf da beteiligen. Ja, da ist doch Intelligenz gefragt. Deine Intelligenz. Na, natürlich. Bin ja schließlich nicht umsonst Bürgermeister geworden. Hm? Jetzt bringen wir doch einmal einen Kaffee, ja? Mein Gott, mein Gott, mein Gott. Ha. Was ist denn schon was Sensationelles in der heutigen Zeit, hä? Frau mit 15 Kindern. Hm? Aber wer hat die heute noch? Kuh mit 3 Köpfen. Pferdl, das schreiben kann. Haben wir alles nicht. Genau. Außerdem kann sowas auch nicht zur Schuldentilgung beitragen. Und Tilgung der Schulden ist doch das Wichtigste bei dem Wettbewerb, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber eine Kuh mit 3 Köpfen, das war doch wirklich eine Sensation, die unser Geld einbringen hat. Ja. Und ein Pferdl, das schreien kann ja noch viel mehr. Ach, Schmarrn. Wir brauchen doch was Nachhaltiges, was Seriöses, ja. Wir brauchen eine Idee, mit der wir die Schulden reduzieren können, aber die trotzdem für uns machbar ist. Ja, ja, die 100.000 € möchte ich für Schulenburg gewinnen. Eigentlich eine gute Idee vom Dr. Wilder. Geld hat er ja genug. Also der nimmt die 100.000 nicht weh. Also zwingt er beide Gemeinden damit, endlich was gegen ihre Schulden zu unternehmen. Gemeinsam im Wettkampf. Lotte, doch nicht gemeinsam, gegeneinander. Ist doch der Witz an der ganzen Geschichte. Und darum ist es wichtig, dass man da zuerst einmal drüber nachdenkt. Ja, schließlich wollen wir besser sein als wir die Niederburger. Auf jeden Fall möchten wir die Besseren sein. Diesmal machen wir sie nieder, diese Niederburger. Jawohl, aber zuerst geht der Gemeindesekretär, der Herr Bär, einmal an seine Arbeit. Selbstverständlich, Herr Bürgermeister, sofort. Bloß noch eins. Falls die Hochintelligenz vom Herrn Bürgermeister zu keinem durchschlagenden Ergebnis kommen sollte, war es vielleicht von Vorteil, diese Hochintelligenz mit der niederen Intelligenz von einem Gemeindesekretär zu bündeln. Raus! Jawohl, raus! Nieder! Wir machen die nieder mit unserer Hoch-Nieder-Misch-Intelligenz nieder. Jawohl! Und jetzt? Raus! Jawohl! Das ist so ein netter, liebenswerter und fleißiger Mann. Was könnten wir jetzt machen? Sei froh, dass du den hast. Irgendwas Sensationelles, ja. Jeder andere darf sich alle Finger abschlecken, wenn er so einen kriegen hat. Massentrauung, Rekordversuch gescheitert. Ja, das ist es. Lotte, du hast vollkommen recht. Er ist das Beste, was mir... Nein, was dir hat passieren können. Was tat ich bloß ohne den, ich mein, ohne dich machen? Was ist denn jetzt passiert? Lotte, weißt du was? Weißt du was, Lotte? Du heiratest ihn und dann bleibt er uns erhalten. Also, wie kommst du denn jetzt auf sowas? Ja, weißt du, ich hab gerade eine Eingebung gehabt. Eine sozusagen Wettkampferleuchtung. Eine Idee. Eine Vision, wie sich alles bei uns hier zum Besseren wendet. Lotte, du bist doch eine gut aussehende, sympathische Frau. Also, jetzt bin ich aber platt. Mein Bruder macht mir ein Kompliment. Ja, wo soll denn das hinschreien? Nirgends, merkt das einfach. Lotte, glaube mir, da alles ist scharf auf dich. Ja, der wartet doch bloß drauf, bis er dich umgarmen und endlich heiraten kann. Jetzt red doch keinen seinen Schmarrn. Der ist bloß freundlich. Und Lotte, denk daran, was du neben deinen Vorzügen als Frau noch für einen Vorteil hast, der dich für ihn begehrenswert macht.
Du bist die Schwester vom Bürgermeister. Also da wo kann ich mir nichts kaufen. Und der Alois auch nicht. Lotte, ich hab da so meine Erfahrungen. Weißt du, in den vielen Jahren, in denen ich schon Bürgermeister bin, hab ich schon 47 Paare getraut. Das macht dich noch lange nicht zum Spezialisten in Sachen Liebe. Ja, aber täusch dich nicht, denn ich habe Augen im Kopf und ich kenne an Alois, mein liebes Schwesterlein. Mein liebes Schwesterlein, wann hast du das letzte Mal zu mir gesagt? Um ihr Kinderwagen? Frido, was ist los? Ist heute Nacht ein Geist über die gekommen, der dir beigebracht hat, dass eine Schwester ein Mensch ist? Ja, jetzt tu doch nicht gar so. Ja, es kann schon sein, dass ich manchmal ein bisschen überreagiere, ja, aber das bringt der Beruf mit sich, ja, der zehrt schon manchmal arg an meine Nerven. Ich kann mich erinnern, dass ich's bei dir von der tauben Hähne über eine blöde Ziege bis hin zum Drachen gebracht hab. Und der Geschwister darf mir das schon sagen. Und das war ja auch nie best gemeint. Und du warst auch nicht gerade wählerisch mit deinen Ausdrücken. Ich kann mich nämlich erinnern, dass du mich öfters einen Trottel genannt hast. Und der Geschwister darf mir das. So. Also, was jetzt den Alois Ja. Ja, ich komm gleich an. Also, denk darüber nach, gell? Wir reden später weiter. Da fällt mir jetzt nichts mehr ein. Mein Bruder will mich verheiraten. Und das auch noch mit seinem Sekretär und Mädchen für alles. Wer ist Mädchen für alles? Du doch nicht. Stell dir vor, dein Mo möchte mich verheiraten. Und? Hat er schon einen Kandidaten für die? Ja, hat er. Ja? An Alois. Ein Alois? Also, eigentlich wollte ich dir das vorschlagen. Ja, erst vor ein paar Tagen haben wir drüber geredet. Du meinst das also auch? Ja, freilich, ihr passt doch gut zusammen. Und er himmelt dich an. Also, mit dem war's bestimmt nicht beschissen. Du willst mich also auch verheiraten? Naja, also, an der Zeit wär's ja. Hey, das ist nicht so einfach. In unserem Alter ist es nicht mehr so leicht, dass man einen Mo kennenlernt. Ja, und einen richtigen zum Finden ist erst recht schwer. Ja, aber warum denn in die Ferne schweifen, wenn der Richtige ist so nah? Ja, jetzt schnappt er den Alois, bevor die Sieglinde doch noch erfolgreich ist. Sieglinde? Doch nicht die Bockerer Sieglinde. Genau die. Ah, jetzt hör aber auf. Die ist doch zu blöd. Die stolpert sogar über Kabel von einem schnurlosen Telefon. Ja, aber sie himmelt ihn an. Nein, jetzt sorg doch dem alles, dass du Interesse an ihm hast. Und er vergöttert dich. Ja, das macht er doch jetzt schon. Ja, na also, auf was wartest denn dann noch? Also ich weiß nicht, Ach, was weißt nicht? ob ich überhaupt noch einmal heiraten möchte. Aber geh freilich, wo ist das? Erst vor ein paar Tagen hast du mir noch gesagt, dass du heiraten darfst, wenn dich der Richtige fragen darf. Frau Klum! Ja, du kannst doch gar nicht so einfach da reinschlafen. Doch, ich kann. So, und du kannst nicht einfach na sagen und mir nicht zuhören, wenn ich dir was Wichtiges zu sagen hab, gell? Oh doch, ich kann. Wieso? Die hat's doch sonst einmal interessiert, was bei uns in Niederburg los ist. Du warst spät dran? Ich hab's schon gewusst. Was hast du schon gewusst? Ja, das mit die 100.000 Euro vom Dr. Wilder. Der Wettkampf. Das hast du schon gewusst? Woher weißt du das? Der Fridolin hat's uns gesagt. Euer Bürgermeister sagt euch das. Und der meine macht so ein riesen Geheimnis draus und bringt sein Maul nicht auf. Ja, das liegt vielleicht daran, dass ihr zwei euer Maul nicht halten könnt. So ein Schmarrn. Nein. Der möchte bloß wieder seine eigene Suppe kochen. Mir hat's nämlich sein Sohn, der Stefan, gesagt. Im Vertrauen natürlich. Das mit die 100.000 Euro. Dann weißt du also noch nicht, was dein Bürgermeister vorhat, damit er den Wettkampf gewinnt. Na, wisst denn ihr auch nicht, was der Eirige vorhat? Na, auch nicht. Aber, mein Lieber, das bring ich raus. War ja nur das Schönere, wenn da irgendwas an mir vorbeilaufen darf, gell? Und dann informieren wir uns gegenseitig, so wie immer. Genauso wie allweil. Also, Lauscher aufstellen. Und nicht wieder nachsagen und nicht
zuhören, gell? Vielen Dank. 40. Dann können wir ja wieder zu unserem Thema kommen. Und? Willst du jetzt einen Alois heiraten? Sag mal, was ist denn mit euch los? Wieso soll ich jetzt heiraten? Du weißt ganz genau, wenn man mich zu was drängt, was ich nicht will, werd ich bockig. Genau. Denk an die Bockerer, Sieglinde. Ich will nicht, dass der Alois in falsche Hände kommt. Wo ist der Bürgermeister? Guten Morgen, Marlene, zuerst einmal. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, wo ist er? Ja, was willst du denn so Wichtiges von deinem Papa? Ich will nicht zu meinem Papa, ich möchte zum Bürgermeister. Oh, gleich so offiziell, ja. Und was willst du von dem? Ich möchte wissen, ob das stimmt, dass von Dr. Wilder ein Wettbewerb ausgeschrieben worden ist, in dem Schulenburg gegen Niederburg antreten soll. Und wenn ja, warum dann das gemeine Volk nicht informiert wird? Mein Gott, jetzt reg dich wieder ab. Na, ich will mich aber nicht abregen. Ach, da wird doch die Feindschaft zwischen die zwei Gemeinden noch mehr angestachelt. Und der Stefan und ich, wir dürfen wieder nicht heiraten. Ach, und er spielt wieder einmal ein Geheimniskrämer. Ja, damit trifft der Bürgermeister immer einen Nagel auf den Kopf. Der Herr Bürgermeister ist der Meinung, dass er zuerst einmal in seinem stillen Kämmerlein darüber nachdenken muss, bevor er mit die Leute redet. In so einem Fall ist Hochintelligenz gefragt, hat er gesagt. Aha, also doch. Mein Vater und die Hochintelligenz. Ja, wenn's dir der Papa nicht gesagt hat, woher weißt du das denn dann? Ja, wenn da nicht so ein kleines Niedernburg-Edelmännchen petzt hat. Hey, du weißt doch, dass das der Papa nicht gerade gern sieht, dass du mit dem Stefan zusammen bist. Das ist mir scheißegal. No. Das ist mir bloß scheinbar egal. Ach, in Wirklichkeit ist mir das total egal. Ich bin erwachsen. Ich kann mir meinen Freund selber aussuchen. Und der Stefan ist genau der Richtige für mich. Und er hat durchaus seine Qualitäten. Lass dir was von einer Frau mit Erfahrung sagen. Such die Qualitäten eines Mannes nicht nur in seinem Johannes. Also, Tante Lotte. Was hast du denn für schlechte Gedanken? Ich weiß schon, was ich sag. Lotte, ich hab Anspruch für dich. Du suchst die Auster in der Ferne und übersiehst dabei die Perle ganz in deiner Nähe. Du meinst aber jetzt nicht einen Alois? Doch, genau den Moni. Jetzt ist dann aber Schluss damit. Du bist jetzt schon die Dritte, die mich zum Heiraten überreden möchte. Also vom Heiraten habe ich nichts gesagt. Aber dass der Alois ganz fanat in die ist, das sieht sogar ein Blinder. Also du kannst deine Abstammung auch nicht verleugnen. Zuerst möchte mich dein Vater mit dem Alois verheiraten, dann deine Mutter und jetzt du. Was? Der Papa hat dir denselben Vorschlag gemacht. Ja, erst vor ein paar Minuten. Das glaube ich jetzt nicht. Hat der halt schon irgendwelche Tabletten geschluckt? Geschmarren. Mei, warum soll denn dein Papa familienmäßig nicht auch einmal eine gute Idee haben? Ja, was ist das? Die ganze Familie ist beieinander. Na, das ist schön. Ich freue mich immer, wenn alle um mich herum sind. Mua. Na, mein Goldstück. Hast du das meinem Schwesterlein auch gesagt? Das ist ja nicht zum Aushalten. Zum zweiten Mal an einem Tag sagt ihr Schwesterlein zu mir. Das letzte Mal hat er das zu mir gesagt, da war ich 11 Jahre alt. Und da hat er unbedingt mein Radl braucht, weil seins kaputt war. Und ich bin auf einmal wieder sein Goldstück. Wir haben noch nicht verheiratet waren, da war ich das öfter, gell? Und dann immer weniger. Und die letzten 10 Jahre gar nicht mehr. Also Papa, wenn dir jetzt auch noch ein Kosewort für mich einfällt, dann gib mir dir schriftlich, dass der Heilige Geist über dich gekommen ist und dir Weisheit gebracht hat. Aber mein Kind, die Weisheit ist doch schon lange über mich gekommen, sonst war ich doch nicht Bürgermeister geworden. Aber dass du mein Sonnenschein, schon immer mein Sonnenschein warst, das weißt du doch schon lange, hä? Gut, dann hätte ich gleich einmal einen Wunsch. Ja, was damit? Der Stefan und ich, wir möchten heiraten. Schon genehmigt. Was? Das hält ich nicht aus, der schafft mich halt noch. Ja, ich weiß überhaupt nicht, was ihr habt. Ich bin nur wie sonst da. Nett zu meiner Familie und freundlich zum Personal. So, jetzt müsst ihr mich allein lassen. Ich hab nämlich jetzt zu arbeiten.
Angelika, sag was, da stimmt doch was nicht. Also, ich glaube, ich gehe jetzt mal ins Haus rüber und schau im Medikamentenschrank nach. Papa, was hast denn du eingeschmissen? Fridolin, was hast denn du vor? Du brütest doch irgendwas aus. Also, meine Liebe, ich habe wirklich schon allerhand gemacht. Aber ich kann dir versichern, mit Brüten habe ich nichts am Hut. Also, das war ja jetzt bloß als ein Versuchsballon gedacht, ohne Hoffnung auf Zustimmung. Da sagt ihr gleich ja. Das muss ich am Stefan sagen. Lass mich doch raus! Ja, Entschuldigung. Na, sag ich! Er hat sie einfach nicht aufhalten lassen. Siehst du nicht, dass wir hier eine Familienangelegenheit besprechen? Ja, aber es ist wichtig, Jetzt nicht! Raus! Ja, wenn ich dir doch sag, Raus! es ist wirklich von höchster Wichtigkeit. Raus! Bitte, wenn der Herr Bürgermeister meinen, wenn du das so haben willst, dann kommt der Edelmann halt so davon. Hat der gerade was vom Edelmann gesagt? Ja, hat er. Holt ihn sofort zurück! Aber Sie haben ihn doch gerade rausgeschmissen. Hol ihn sofort zurück! Bitte! Danke. Alois! Ja, Bitte! gerne. Zurückholen. Selbstverständlich. Bitte, danke. Bin schon unterwegs. Ich eile. Nichts passiert. Jetzt siehst du das, was du angerichtet hast. Jetzt ist er total durcheinander. Du weißt gar nicht, was du hast. Die war doch freundlich. Ja, freilich. Erst anschreien und dann bitte, bitte. Also, ich trau mir wetten, dass der das Wort bitte noch nie aus deinem Mund gehört hat. Also bitte, du tust ja gar so, wie wenn ich ein Diktator wäre. Das habe ich nicht gesagt. Aber du musst schon zugeben, dass in den letzten Jahren ein ziemlich rauer Ton im Rathaus geherrscht hat. Ja, ab heute wird es das nicht mehr geben. Ich werde eine Mitteilung rauslassen, die besagt, dass man sich ab heute nur mehr noch freundlich im Rathaus zu begegnen hat. Die musst aber dann du als Erster lesen. Keine lauten Worte mehr. Auch keine Schimpfwörter mehr. Richtig, auch keine Schimpfwörter mehr. Und vor allen Dingen keine Unterstellungen und Verdächtigungen mehr. Das gilt dann ganz besonders für den Gemeinderat. Du hast ihm heute Morgen doch was in den Kaffee gemixt, gib's zu. Nein, nix habe ich gemacht. Aha, nix, ne? Dann kümmere ich mich jetzt einmal um den armen Alois. Ist das in deinem Sinn? Das ist sogar sehr in meinem Sinne, wenn du dich um deinen zukünftigen kümmerst. Also das soll einer verstehen. Keine Schimpfwörter mehr. Dann darf ich jetzt auch nicht mehr an. Also, Ja. So, und jetzt raus mit der Sprache. Du führst doch was im Schilde. Na, ich nicht. Aber der Dr. Wilder führt was im Schilde. Ich muss da ein paar Sachen überprüfen. Hat das was mit dem Wettkampf zu tun? Ja, schon, aber ich glaube, der Wettkampf ist bloß vorgeschoben. Der Wilder, der hat mehr vor. Und was für eine Rolle spielt da unsere Tochter dabei? Und warum bist du plötzlich so fürs Heiraten? Das sage ich dir später. Auf alle Fälle, sobald ich was vom Wilder und vom Edelmann seine Absichten weiß, bist du die Erste, die das erfährt. Ja, also, soll das heißen, dass du an Stefan jetzt auf einmal akzeptierst? Auch als Archäologen? Und nicht mehr Knochenjäger zu ihm sagst? Mei. Wenn er aber wirklich doch bloß immer alte Knochen ausgrabt. Ich soll da noch mal vorstellig werden. Gackel, Georg Gackel, nicht verwandt mit dem Hahn. Ja, komm schon rein. Also, wir sind uns einig, ja? Ja, ja, schon, aber wenn du dich nicht mehr daran erinnerst... Ja, was du gesagt hast es mir gell, gesagt und ich hab's dir versprochen. Also jetzt sei so gut, gell? Pussy. dann Klingt. Das hätte so ruhig hören dürfen, was ich dir zum Sagen hab. Erna. Das heißt, was ich Erna zum Sagen hab. Du sollst sie zu mir sagen. Oh nein, das soll ich gerade nicht. Ich soll unbedingt du zu dir sagen. Ich soll dich nämlich immer daran erinnern, falls du das vergessen hast. Wir haben schließlich am Samstag zusammen ein paar Bier getrunken. Ja, na und? Ich hab schon mit viel Leuten ein paar Bier getrunken, ohne dass wir hinterher du zueinander gesagt haben. Aber bei mir war das was anderes. Du hast gesagt, ich wäre was Besonderes. Was? Das soll ich gesagt haben? Genau, das hast du gesagt. Kann ich mich aber nicht mehr daran erinnern. Du hast an meiner Rechten noch auch 5 Bier gehabt. Ja, also nach 5 Bier kann ich mich noch an alles erinnern. Ja, solange wir zusammen waren. Vorher hast du mit dem Edelmann schon 6 getrunken gehabt. Ja, was spielst denn du? Ich trinke nie mehr als 8 Bier. Vorgestern hast du 11 gehabt. Habe die Bedienung vom Löwen bestätigt. Was?
Und wer war's das noch außer dir und der Bedienung? Deine Frau und... Was? Ich warne dich. Wehe, wenn du da was rumverzeihst, dann sperre ich dich eine Woche bei Wasser und Brot in unsere Arrestzelle. Ich werde mich hüten. Gut. Was weißt du über meinen Amtskollegen aus Niederburg, ein Edelmann? Er hat letzte Nacht an unser Rathaus pinkelt. Was? Ja. Na, das sind fälligst unser eigenes Rathaus hinbieseln. Genau. Kannst du das beweisen? Natürlich. Da schau her. Da. Das sieht man Mo von hinten. Das kann doch jeder sein. Ja, ich hätte doch gerne ein paar Schnappschüsse gemacht, aber das ist leider nicht mehr gegangen. Er hat mich gesehen und hat mit Sternenloch geschmissen. Na, hat er die getroffen? Nein, aber ich habe ihn eindeutig erkannt. Gut. Du, sag einmal. Ja? Triffst du die eigentlich noch heimlich im Wald mit der Fanny Klump? Woher weißt denn du das? Also ich hab's keinem gesagt. Und Fanny erst recht nicht. Ich bin der Bürgermeister von Schulenburg, ich weiß alles. Also was ist? Habt ihr da was miteinander, hä? Ja, aber was interessiert dich das auf einmal? Pass auf. Wir haben doch mit diesem Foto da einen absoluten Trumpf in der Hand. Du zeigst es der Fanny und damit wir das nicht veröffentlichen, muss sie dir sagen, was sie weiß, was sich der Edelmann und seine Niederburger ausdenkt haben, damit sie den Wettkampf gewinnen. Genauso haben Fanny und ich uns das denkt. Der Edelmann beauftragt die Fanny, mich oder die Lotte auszuhorchen. Und du versuchst über mich, die Fanny auszuhorchen. Schau. Und dabei hat mir dieser hinterhältige Edelmann beim Bier ganz fest versprochen, dass er keine linke Tour vorhat. Ich nehme mal an, du hast es ihm auch versprochen. Du sag einmal, hast du eigentlich vor, die Fanny zum Heiraten? Das da die auf der Stelle und sie auch. Aber wir kennen nicht, sagt Fanny. Der Edelmann darf sie sofort kündigen, wenn sie mich heiratet. Okay, so ein Schmarrn. Warum denn das? Ja, weil er Angst hat, dass sie dann ihrem Ehemann alle Geheimnisse aus dem Rathaus verrät. Okay. Ja, außerdem kann der sie gar nicht kündigen. Fanny sagt, das macht er aber. So, gut. Dann sagt einer Fanny, wenn der Edelmann sie kündigt, steige ich sie sofort bei mir ein. Das darfst du wirklich machen? Ja, natürlich. Schau her, du machst mir einen Gefallen und ich mach dir einen Gefallen. So läuft das Spiel. Eine Hand wascht die andere. Ja, sowieso. Aber ich möchte auch haben, dass du als Inspektor Columbo in Niedernburg drüben in geheimer Mission auftauchst. Du meinst? Freilich, du kennst doch deine schwarzen Schafe. Hä? Erwisch den Richtigen bei einer Straftat und lass Gnade vor Recht ergehen. Gegen eine wichtige Information. Das hört sich gut an. Ja, ich hab da schon ein paar im Auge, aber für die Fanny brauche ich dann auch Informationen. Erst wenn ich weiß, was sich die Niederburger ausdenkt haben. Sie meint, dass der Edelmann an ein Rockkonzert auf der Angerwiesen denkt. Sie hat da so ein Prospekt gesehen. Ein Rockkonzert? Ja, sag einmal, spielt denn der? Ja, Fanny sagt aber auch, dass das vom Edelmann wahrscheinlich bloß vorgeschoben wird. In Wirklichkeit plant der ganz was anderes. Aber sie weiß noch nicht was. Hab ich mir doch gedacht, dass man dem linken Säger nicht trauen kann. Genau wie dir. No. Ja, was kann ich jetzt der Fanny sagen? Ich mein, was machen wir mir? Die Bürger unserer Gemeinde flechten einen Kranz, der um unser ganzes Dorf reicht. Was? Ein Kranz um unser ganzes Dorf? Ha, das glaubt kein Mensch. Genau, aber wir schaffen das. Und was macht man wirklich? Sagt der Fanny das mit dem Kranzflechten. Und sag ihr vor allem, dass sie heiraten könnt. Ja, da hast du mir Wort drauf. Wenn der Edelmann sie rausschmeißt, kriegt sie bei mir da einen Job. Da haben wir während dem schon sagen, dass man so mit Menschen nicht umgehen kann. Also Fridolin, ich kenn dich nicht mehr. Vorhin, wie ich gekommen bin, da hast du geschrien, raus! Da hab ich gewusst, das ist mein Bürgermeister. Aber jetzt bist du vor mir das, was der Edelmann bloß noch ein Name noch ist. Du bist der edler Mo. Aber das war ich doch schon immer. Ja, ich kann mich bloß nicht so oft von dieser Seite zeigen, weißt du schon. Außerdem haben doch wir ein paar Bier getrunken. Das verbindet doch. Gut, dann sage ich mir jetzt auch von meinen edlen Seiten. Da, hast mein Wort. Ich sag keinem, dass du dich vorgestern bei mir ausgewarnt hast. Was? Was? Ich hätte mich bei dir ausgewarnt? Da weiß ich aber nichts davon. Beim nächsten Bier hast du mir dann du angeboten. Nein. Doch, doch.
Du hast mir gesagt, dass ich ab sofort du zu dir sagen werde. Bitte. Was ich noch fragen wollte. Wie willst du jetzt die Gemeinde Schulenburg jetzt wirklich an dem Wettkampf beteiligen? Zuerst stellt jetzt der Inspektor Colombo in Niederburg drüben seine Fragen. Selbstverständlich. Aber es war doch ganz gut, wenn man schon mal wüsste. Raus! Na also, geht doch. Jetzt geh ich wieder. So ein Frechdachs, glaubst du das? Ich hätte dich nicht reinlassen sollen, gell? Nein, ist schon in Ordnung. Alois, sag einmal, hast du mit der Lotte schon gesprochen? Ja. Sie sitzt nur drin bei mir. Ah, das ist eine tolle Frau, oder? Oh ja. Sie ist einfach wunderbar. Sie ist... Darfst du sie heiraten? Was? Wieso? Ja oder ja? Ja, ich weiß nicht. Was weißt du nicht? Dann war ich ja mit ihr verwandt und ich weiß nicht, ob ich das möchte. Alois, Alois, mein Zukunftsschwager, kommst du bitte mal zu mir? Alois, kommst du bitte? Alois, komm sofort daher! Und schon bin ich da. Warum bist du nicht sofort dahergekommen? Ich bin doch sofort gekommen. Ich bin sogar so sofort gekommen, dass es mich fast geschmissen hat. Aber erst noch am 3. Mal, nachdem ich geschrien hab. Vorher habe ich dich schon zweimal gebeten. Ja, wissen Sie, Herr Bürgermeister, an das muss ich mich zuerst noch gewöhnen. Ja. Könnt ihr euch jetzt nicht vorstellen, dass auch ein Bürgermeister das Recht hat, sich zu ändern? Doch, freilich haben auch Sie das Recht, sich zu ändern. Ja, na also. Ich glaub's aber nicht. Und du hast sogar die Pflicht, dich zu ändern. Oh je, was muss ich denn machen? Du sollst Fridolin und du zu mir sagen. Oh, das kommt mir aber sehr schwer über die Lippen. Dann wirst du das bitte ganz fleißig üben, ja? Ach, übrigens, was macht das Kranzen? Das Kranzen, Herr Bürgermeister, ich meine, Fridolin, das macht sich. Die Familie Aufmuth, die wollte sowieso einen Kranz flechten und mit dem dann ihre neue Haustür einrahmen. Ja, und die Frau Ebersohn, die sitzt im Keller drunter und arbeitet an einem Bastkranz. Und die Hofbauerin, die wollte morgen anfangen. Was? Ja, Himmel, Arsch und Zwirn, was heißt das? Sie will morgen anfangen. Ich hab dir gesagt, wir brauchen einen Kranz, der ums ganze Dorf rumgeht. Ja, das liegt halt wohl daran, dass keiner die Idee so richtig ernst nimmt. Aber ich hab doch auch gesagt, dass wenigstens der Anschein gewahrt werden soll. Ja, ich mache ja schon alles, was ich kann. Das ist zu wenig, Alois. Wenn man durch unser Dorf geht, da muss man sehen, dass überall ganz flink und flott, ganz fleißig geflochten wird. Ja, das kommt schon noch. Wir haben ja noch 4 Wochen. Aber vielleicht war es von Vorteil, wenn der Herr Bürgermeister die Leute sagen darf, ich meine, die Leute wissen daten, was wir wirklich machen, dass wir den Wettkampf gewinnen. Ja. Sag mal, Alois, bist du eigentlich mit deiner Lotte schon einig oder nicht? Lotte und ich? Ja, wir sind uns einig. Mehr als einig. Wir sind praktisch eins. Wir sind jetzt schon unzertrennlich. Schön, dann wird demnächst geheiratet. Was? Heirat? Lotte und ich? Ja, über das haben wir noch gar nicht geredet. Ich meine... In 4 Wochen ist Hochzeit. Jawohl, Hochzeit in 4 Wochen. Jawohl. Ja. Ja, und Sie? Ich meine, du wirst uns dann trauen. Selbstverständlich. Haha, wer denn sonst? Was mache ich denn jetzt? Das muss ich doch sofort der Lotte sagen. Die weiß ja noch gar nicht, dass geheiratet wird. Ja, dann mach das einmal, ja? Ja, und wer macht dann meine Arbeit? Ja, du wirst ja wohl keine Stunde brauchen, um deiner Lotte zu sagen, dass du sie heiraten wirst. Viel länger brauche ich da. Und, Herr Bürgermeister, ich meine, Fridolin, du hast ja überhaupt gar keine Ahnung, was ich heute alles noch zum Erledigen habe. Also, in 10 Minuten,
da muss ich bei der Frau Enderli sein. Die hat nämlich gestern Geburtstag gehabt und da gibt's dann eine Runde Schnaps. Und weil es der 55. war, gibt's gleich noch mal eine Runde extra. Ja, alles, hast du deinen Verstand verloren, hä? Das Rathaus ist doch kein Wirtshaus. Du kannst doch nicht während der Dienstzeit... Gerade während der Dienstzeit muss ich das ja. Das ist wichtig für ein gutes Betriebsklima. Ich bin ja schließlich der Gemeindesekretär, gell? Und nach der Enderli, da muss ich dann noch rüber zum Kuttler in die Bücherei. Da gibt's dann ein Glasl Wein. Wieso? Hat der auch Geburtstag? Nein, der hat doch gestern seinen Führerschein wieder gekriegt. Den haben sie ihm doch für 4 Wochen zwickt wegen Trunkenheit am Steuer. Was? Ja, und dann muss ich noch zur Hirzinger, Luise. Was willst du bitte während der Dienstzeit jetzt auch noch bei der Hirzinger? Ja, da muss ich Blumen kaufen. Und mit den Blumen, da gehe ich dann zur Lotte und mach ihr den Heiratsantrag. Und sag ihr auch gleich noch das mit die 4 Wochen. Alois, das ist sehr gut. Das magst du, aber in umgekehrter Reihenfolge. Zuerst Heiratsantrag, dann Kuttler und dann Enderle. Ist das klar? Oh, das passt mir aber jetzt gar nicht in mein Konzept rein, weil, weißt, nach 2 Schnapsal und nach 1 bis 2 Viertel Wein, da darf ich mich halt trauen und da bitte die Lotte sogar auf die Knie, dass sie mich heiratet. Ja, weil du nicht mehr stehen kannst. Kommt gar nicht in Frage. Es passiert so, wie ich das gesagt hab. Gut. Hast du übrigens das Blumengesteck für die ehrliche Hanna schon bestellt? Warum soll ich für die Blumen stehen? Ja, die hat doch 20-jähriges Jubiläum. Nein. Für 20 Jahre gibt's noch keine Blumen. Erst für 25. Wir müssen sparen. So lang ist die aber nimmer da. Ja, was soll das heißen? Ja, die heiratet doch den Unternehmer, den Hopfwilli, und der möchte doch, dass sie dann bei ihm im Betrieb arbeitet. Was? Die ehrliche Hanna heirat? Ja, das weiß ich ja noch gar nicht. Ja, für das hast du ja mich. Alles, du bestellst sofort Blumen für die Ehrliche. Na, Moment, das mache ich selber. Jawohl, und ich gehe auch gleich zu ihr und gratuliere ihr. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Zuerst will ich ihr nicht einmal Blumen geben und wo ich gesagt hab, dass sie heiratet, rennt er gleich selber los. Du, Fridolin, pass mal auf, du. Da ist er ja, der Herr Vorzimmerbär, hä? Ah, da ist er ja, der Herr Bürgermeister von der anderen Burg. Was für Burg? Herr Edelmann, Sie kommen aus Niederburg und sind jetzt da gerade in Schulenburg. Waren Sie heute schon beim Doktor? Ich würde Ihnen einen Psychiater empfehlen. Nein, bei mir ist alles in Ordnung. Wollen Sie mit dem Chef reden oder mit jemand, der Bescheid weiß? Und? Wer weiß Bescheid? Meine Wenigkeit. Das habe ich schon lange aufgegeben, mich mit Wenigkeiten abzugeben. Sehen's, das ist ein Fehler, den ganz viel Leute machen, die sich für wichtig halten. Wer sich nämlich mit meine Wenigkeit bezeichnet, der ist bescheiden. Was nicht unbedingt heißen muss, dass er nicht auch viel weiß. Ja, wenn Sie dann schon so viel wissen, wissen Sie dann vielleicht auch, was Ihr Herr Bürgermeister wirklich vorhat? Zu spät, Eure Wichtigkeit. Ich hab mir nämlich gerade ein Schweigegelübde auferlegt. So, dann holen Sie mal sofort den Chef, ja? Wenn's um das Rockkonzert auf der Angerwiesen geht, Rockkonzert. ja, da müssten Sie wohl oder übel mit mir reden. Wie kommen Sie denn so auf das Rockkonzert? Ja, das pfeifen doch schon die Spatzen von die Dächer. Eure Spatzen pfeifen falsch? Nein. Die pfeifen schon richtig. Also, ich sag jetzt mal einer. Mit einer rede ich nicht mehr. Holen Sie mir jetzt Ihren Chef. Wie Sie meinen. Oh, komm mal. Was der alles rausnimmt da, hä? Das darf der bei mir nicht machen. Was ich noch sagen wollte, ja, was machen Sie da in dem Stuhl? Naja, Schreibtisch, der war auch mal wieder fällig, gell? Hören Sie mir überhaupt zu? Macht und Wichtigkeit hat den Vorteil, dass man nicht zuhören muss, weil man das Sagen hat. Aber nicht in dem Büro. Okay? Und für einen war es wichtig, dass er an ihre Arbeit geht hatten. Ja, das ist nicht nötig. Ja. Wissen Sie das noch gar nicht? Ich arbeite ja so schnell, dass ich allerweil schon fertig bin. Nein, das sind's eben nicht. Ihr arbeitet jetzt, dass ihr einen Chef holen, aber ein bisschen Tali, ja? Das ist Was? so Arbeit. Das mache ich gern.
Und der wird einer dann schon einen Marsch blasen, jawohl. Sag einmal, was gehört sich der da? Den kenne ich gar nicht mehr so. Ach ja, schon gut, Alois. Du, Papa, was ist? Herr Edelmann, bin ich im falschen Rathaus? Na, das stimmt schon. Schau, und Papa stimmt ja auch fast. Ich bin ja bald dein Schwiegerpapa. Ja, wenn es nicht einer von euch zwei Vätern doch wieder anders überlegt. Nein, ich ganz bestimmt nicht, Marlene. Schau, ich kann mir doch keine bessere Frau vorstellen für meinen Stefan. Ne? Aber du, bei deinem Vater, da bin ich mir nicht so sicher. Weißt du, was das für einen Grund hat, dass er jetzt auf einmal doch Ja sagt zur Hochzeit? Hä? Ist ein Blitz eingeschlagen? Er hat das Hirn durcheinander gewirbelt? Oder hat ihn der Heilige Geist erleuchtet? Hä? Schmarrn, er ist halt vernünftig geworden. Das soll auch bei Politikern manchmal vorkommen. Ja, das kann schon manchmal vorkommen, gell? Auch bei deinem Vater. Aber dass ich nie gegen dich war, das weißt du. Und dass du mit meinem Stefan einen hervorragenden Mann kriegst, das ist doch auch klar, hä? Ich weiß schon selber, was ich an ihm hab. Sonst hätte ich mich ja auch nicht in ihn verliebt. Genau. Und als Archäologe ist er ja auch wirklich sehr anerkannt. Ja, ja, Buttel im Sand, das hat er schon halbe gegeben. Ja, das ist Wenn Sie mir jetzt noch sagen, was Sie da im Stuhl von meinem Papa machen. Ich warte, muss mit ihm reden. Ja, dann sollten Sie aber besser im Besucherstuhl warten. Der Besucherstuhl ist für Besucher, ja? Ich bin Bürgermeister und bin dienstlich da. Ah ja, apropos, weißt du, was dein Vater wegen dem Wettbewerb vorhat? Hä? Fragen Sie selber. Sie kriegen bestimmt eine ausführliche Antwort. Ja. Vielleicht ist ja da die Antwort irgendwo drin. Ja, bestimmt. Oh, Scheiße. Ja, das darf da wohl nicht wahr sein. Das ist runtergefallen. Mein Freund Günther besucht mich in meinem Rathaus. Na, was für eine nette Überraschung. Geht's dir gut, Fridolin? Und ob's mir gut geht. Aber noch besser dar's mir jetzt gehen, wenn ich in meinem Stuhl sitzen kann. Oh, an dem Stuhl, da habe ich mich schon so dran gewöhnt, gell? Das war ja ein schöner Stuhl. Ich schenk den. Na, darfst du das machen? In einem anderen Leben. Halt nicht. Siehst du das? So kenne ich dich. Derb, grob und unfreundlich. Aber grad raus. Aber du bist verdruckt, falsch und unberechenbar. Also das tut jetzt wirklich weh. Fridolin, das tut doch weh. Und ich hab mir gedacht, wir sind Freunde. Ja. Sag mal, was hast du wirklich vor? Aber Günther, raus jetzt! Marsch! So, das weißt du doch schon. Das haben dir doch deine Spione schon längst mitgeteilt. Also da darfst du ganz stark sein, gell? Dein Inspektor Colombo, der schleicht schon seit Tagen in Niederburg umeinander und geht alle Leute auf den Geist. Aber wenigstens mach das offen. Du schickst deine Geheimagentin. Ja, aber ich weiß nur das, was ich wissen soll, aber das, was du wirklich vorhast, ja, das hast du ja noch nicht rauslassen. Ja, was war's denn? Ja, das mit dem Kranz da ums ganze Dorf. Okay, komm, jetzt gib mal zu, das glaubt dir doch kein Mensch nicht. So, dann habe ich eine Überraschung für dich, Günni. Okay, was stimmt, Friedi? Die 6 Ehepaare, die dran arbeiten, die glauben's. Und in Kürze kommen noch 8 dazu und die arbeiten dann Tag und Nacht. Bist jetzt davon überzeugt? Ja, bin völlig überzeugt. Ich weiß bloß nicht von was. Zumindest nicht von dem Mist, was du da verzeihst. Ach, du hast das also noch nicht verstanden, klar. Pass auf, wir flechten keinen Mist, Also geh sondern... weiter, du wirst mir doch nicht weismachen wollen, dass deine Gemeinde 3,7 Kilometer Kranz flechtet, hä? Ach, das hast du schon nachmessen lassen. Ach, vielen Dank, kann ich mir die Arbeit sparen. Komm, jetzt lass einmal vernünftig miteinander reden. Also, Fridolin, wir waren uns doch einig, dass das, was die 100.000 € angeht, wir einen Konsens finden. Günther, du weißt doch, ein Konsens ist, wenn 2 oder mehrere Leute gemeinsam was sagen, was von denen persönlich keiner glaubt. Wir haben doch das miteinander... Wir wissen, dass wir gewinnen werden.
Wenn du so sicher bist, ja, dann kannst du mir doch sagen, was ihr wirklich vorhabt. Hä? Also du glaubst das immer noch nicht, hä? Aber das mit dem Kranz ist die Wahrheit. Das hat es im ganzen Land noch nicht gegeben. Wahrheiten von Politikern sind meistens der Stunken und der Lohn. Du musst das ja wissen. Ja, freilich weiß ich das, weil ich kenne dich schon lange genug, gell? Du sag einmal, Günther, was macht eigentlich dein Rockkonzert? Ja, das macht, ja. Du stell dir vor, heute kriege ich noch eine große Lieferung Holz. Holz? Ja, was brauchst du? Holz? Wenn du die richtige Band engagierst, mach doch die sowieso Kleinholz. Da sieht man wieder, was du für ein ahnungsloser Mensch bist, ne? Was man für so ein großes Konzert alles braucht. Oh, dann lass mich bitte nicht dumm sterben. Das sollte aber. Ja, aber ich mach's nicht, weil ich großzügig bin und ehrlich. Und weil ich weiß, was ich dem Mann schuldig bin, der jetzt bald Schwiegerpapa von meinem Sohn wird. Ja, ist das nicht schön, hä? Bald werden wir zwar miteinander verwandt, Ja. gell? Und jetzt sagst du mir, für was du das Holz brauchst. Ja, also pass auf, du ahnungsloser Mensch. Schau, bei so einem Rockkonzert, da kommen mindestens 4.000 bis 5.000 Leute und die bleiben ungefähr 3 Tage lang. Und was die brauchen? Essen, trinken und deswegen lasse ich kleine und große Hütten bauen, die stellen dann den Vereine zur Verfügung, der Bäcker, der Metzger, die Getränkefirmen und die Wirtshäuser. Alle werden daran verdienen. Also, das ist ja erstaunlich. Du hast ja wirklich an alles gedacht. Ja, das ist noch nicht alles. Aber den Rest, den werdet ihr noch nicht verraten. Gut, mein lieber Günther, jetzt wissen wir ja alles vom anderen, gell? Ja. Und so soll es ja auch sein. Ja, so. Schließlich heiraten in ein paar Wochen unsere Kinder. Ja, klar. Ja, und weil du ja ein so ehrlicher Mensch bist und das gerade ein paar Mal zu oft betont hast, sagst du mir jetzt, was du wirklich vorhast. Ehrlich? Ich hab dir alles gesagt. O heiliger Laurentius, beschütze dieses Haus und halte die, die nicht ehrlich sind, für alle Zeiten draus. Also, das war doch jetzt auch gesagt. hä? Komm, lass uns doch über die Hochzeit reden. hä? Ja, also gut. Reden wir über die Hochzeit. Gell? Also pass auf. Bei uns in Schulenburg, da findet die standesamtliche Trauung statt und bei euch in Niedernburg ist dann die kirchliche. Wie du siehst, komme ich dir da auch entgegen. So kehrt sich das. hä? Die kirchliche Trauung und die Hochzeitsfeierlichkeiten finden im Heimatdorf vom Bräutigam statt. Und die Hochzeitsfeier, die ist dann im Ochsen. Und der kehrt dein Bruder. Ja, so haben wir das ausdenkt. Und wer zahlt die Hochzeitsfeier? Ja, wie seit Urzeiten. Der Vater von der Braut. hä? Also ich würde sagen, wir zahlen beide. Hä? Jeder die Hälfte. Und zwar zu dem Sonderpreis, den dir dein Bruder macht. Hä? Also, Ja. Prost. Also gut, ich bin einverstanden. Prost. Jeder die Hälfte. Du siehst also, dass ich auch dir entgegenkomme. Aber du übernimmst das Brautkleid, gell? Ja, so ist recht. Hä? Ich mach doch schon deinem Sohn meine Tochter zum Geschenk. Muss ich jetzt einprobieren, auch noch? So ist der Brauch. Pack's recht schön ein, gell? Schließlich heiratet sie meinen Sohn. Habe ich die Ehre. Der weiß von gar nichts. Servus, fertig. Ja, servus. Der weiß von gar nichts. Chef, Ja, komm da rein. Was gibt's? ich hab den Edelmann ein bisschen verwirrt. Ich hab nämlich so da als Daddy für einen Marathon trainieren. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Spinnst du jetzt so ein bisschen, ha? Was für ein Marathon? Ja, das hat er mich auch gefragt. Ich hab's ihm aber nicht gesagt. Ich hab nur gesagt, dass Schulenburg gewinnt. Alois, das hast du sehr gut gemacht. Ja, ja, von dem lassen wir uns doch nicht ins Jagdhorn boxen. Du musst ins Boxhorn jagen. Genau, sag ich doch. Alois, und dafür hast du dir jetzt eine Belohnung verdient. Ah, und was war das? Alois,
Du bekommst einen größeren Schreibtisch. Und zwar meinen. Ich krieg nächste Woche ein Nein. Na toll. Ich wollte immer schon mal hinter dem Schreibtisch sitzen. Na, siehst du, ich weiß doch, was ich meinem zukünftigen Schwager schuldig bin. Wenn du mir unbedingt was Gutes da willst, ich hätte da eher an ein Glasl Cognac gedacht. So, aha. Du, ich hab gemeint, du kriegst jetzt dann gleich was beim Kuttler und bei der Enderle. Ja, genau. Ich bin ja auch schon auf dem Weg zur Enderle, aber jetzt war halt ein Glasl Cognac recht zum Warmtrinken. Alois, sag mal, willst du Alkoholiker werden? Nein, Ehemann. Ach so. Ja, alles. Dann möchte ich nicht so sein, da. Okay. Prost. So, und jetzt schaust du, dass du weiterkommst, gell? Jawohl. Und ich sage dir, wenn du betrunken bist, bevor du zur Lotte kommst, dann lernst du mich kennen. Jawohl. Oh, hoppala. Papa, ich muss dringend mit dir reden. Du, gerade ist vor ein paar Minuten dein zukünftiger Schwiegervater gegangen. Ja, ich weiß schon. Ich habe ja gewartet, bis er weg ist. Also, Papa, du sagst mir jetzt auf der Stelle, was du wirklich vorhast. Marlene, das kann ich nicht, weil die Sache noch nicht spruchreif ist, aber sie macht sich. Wieso machst du so ein Geheimnis draus? Weil ich die 100.000 Euro brauche. Und weil der Günther nichts davon erfahren darf. Ja, weil keiner darf davon was erfahren. Weil wenn nämlich dieser hinterhältige Bürgermeister aus Niederburg nur einen Hauch Ahnung hat von dem, was ich vorhab, dann schmeißt mir der doch Prügel zwischen die Füße. Ich kenne ihn doch. Gut, wenn's meinst. Also, ich habe ja eigentlich vorgehabt, was mit dir zu besprechen, aber ich glaube, das lassen wir dann besser. Was, hast du das vielleicht nur mal überlegt? Ich meine, das mit dem Heiraten? Nein, Papa, es bleibt natürlich dabei. Der Stefan und ich, wir heiraten. Sehr schön, ja. Ja, was wolltest du da mit mir besprechen? Du hältst dein Geheimnis, ich halt meins. Wir was? Wo? Ist da vielleicht schon was unterwegs, ha? Kannst du ein Geheimnis für die behalten? Ja, das weißt du doch. Ich auch. Ganz der Warte, gell? Oh, ja. Mein Gott, Fridolin, dieses Mädel ist das Beste, was du in deinem ganzen Leben zusammengebracht hast. Jetzt ist der schon wieder unterwegs. Alois, wo ist denn der Papa? Der war doch gerade noch da. Wenn er nicht in seinem Büro ist, dann weiß ich es auch nicht. Gut, dann warten wir jetzt da, bis er wieder kommt. Ich möchte jetzt endlich wissen, was da läuft. Geh, jetzt sag bloß, du weißt auch noch nichts. Ja, wie denn? Er geht mir ja dauernd aus dem Weg. Ja, er geht ins Bett, wenn ich schon schlafe. Ja, und beim Frühstück, mei, das weißt du ja selber. Da will er beim Zeitungslesen nicht gestört werden. Ja, und wenn er fertig ist, dann rennt er sofort daher. Tja, und da kriegst du ihn dann auch nicht zu fassen. Wenn der jetzt reinkommt, dann besetzen wir beide Tieren und lassen ihn erst raus, wenn er uns gesagt hat, was Sache ist. Unter Druck sagt er doch erst recht nix. Abwarten, Mama, abwarten. Vielleicht bringt's ja was, wenn ihr ihm sagt, dass der Stefan und ich jetzt doch nicht heiraten. Was? Habt ihr gestritten? Quatsch, Mama. Ich hab doch bloß gemeint, vielleicht bring ihn so zum Reden. Schmarrn, wieso soll denn das zum Reden bringen? Er wollte ja noch nie, dass du einen Stefan heiratst. Ja, jetzt will er aber. Sag einmal, kommt dir sein plötzlicher Sinneswandel nicht auch komisch vor? Ja. Du, und die Lotte und der Alois, die sollen am selben Tag heiraten. Ja, also das ist jetzt nicht auf seine Mist gewachsen, das habe ich vorgeschlagen. Und was ist mit der Ehrliche, Hanna? Wieso? Was ist mit der? Ja, die heiratet auch ihren Installateur. Na. Und der will, dass sie im Rathaus kündigt und bei ihm in der Firma einsteigt. Du und der Papa, der freut sich sogar drüber. Was? Der freut sich, dass die Hanna kündigt? Ja, ist das nicht komisch? Grüß euch, ist der Bürgermeister da? Ja, wir brauchen ihn. Na, der ist nicht da. Was gibt's? Ja, ich wollte mich ja nur bedanken, dass er mir eventuell einsteigen darf. Ich mein, falls brennt. Wie einstellt? Wo brennt's? Ja, falls der Edelmann der Fanny kündigt. Was? Wieso kündigt? Ja, weil ich mein, dass er mal erkannt, wenn ich einen Georg heirat, dass ich dann vielleicht was verraten kann von Niederburg, zwingst dem Wettkampf, Manni. Was? Ihr zwei heiratet's auch? Ja.
hat alles der Fridolin eingefädelt. Da war ich schon selber drauf gekommen. Der Fridolin ist mir bloß zuvorgekommen. Wo ist denn der Bürgermeister? Mir brissiert's. Ja, dann kommen wir später noch einmal, gell? Ja, später. Komm, Gerhard. Ja. Danke, grüß dich. Alois, wann haben wir den Termin beim Kuttler? Lotte, mein Goldschatz. Mua. In 10 Minuten. Aber vorher, da muss ich noch zu Frau Enderle. Und du holst mich dann einfach bei ihr ab, gell? Was willst denn du bei der Frau Enderle? Er gratuliert ihr zum Geburtstag und trinkt einen Schnaps. 2, weil es der 55. war. Und dann gehen wir zwar zum Kuttler, freuen uns mit ihm, dass er seinen Führerschein wieder gekriegt hat und trinken ein Glaserl Wein. Ja. Und dann traue ich mich und dann mache ich dir den schönsten Heiratsantrag, den je ein Mann einer Frau gemacht hat. Ja, wenn du dann noch stehen kannst. Nein, sonst nicht auf die Knie. Und dann sage ich dir auch noch das mit den 4 Wochen, gell? Moment einmal. Was soll das mit den 4 Wochen? Ja, also, das ist jetzt auf meinen Mist gewachsen. Also, ich hab mir gedacht, wenn die Marlene in 4 Wochen heiratet, dann kann man doch eine Doppelhochzeit feiern. In 4 Wochen schon? Ja? Ich weiß doch gar nicht, ob ich da schon will. Okay, Quatsch. Du willst doch schon seit Jahren wieder heiraten. Ja. Und hast bloß noch auf den richtigen gewartet. Jetzt hör dir mal den Frechdachs an. Kaum aus die Kinderschuhe draußen und schuckscheit daherin. Lotte, bitte. Ich darf mich wirklich freuen. Jetzt hast du aber Glück gehabt, dass du Lotte gesagt hast. Wenn's Tante gesagt hättest, hätte ich nein gesagt. Aber so, das ist ja eh schon fast abgemacht. Oder sehe ich das falsch? Ja, Mais, war ja nur so eine Idee von mir. Und der Fridolin hat's gleich gedacht. Ja, und was meint der Alois dazu? Der darf dich doch am liebsten schon morgen heiraten. Dann bin ich jetzt wohl verkauft. So, jetzt sei so gut. Was Besseres hätte doch gar nicht passieren können. Ja, ich frag mich ja bloß, warum du so lange braucht hast. Wenn man älter wird man nicht automatisch auch gescheiter. Du, gell? Ja, was ist das? Schon wieder eine Familienkonferenz? Hä? Na, steht nichts in meinem Terminkalender. Also, was soll das? Ich möchte jetzt wissen, was du vorhast. Du kommst jetzt doch nicht mehr raus, bevor du uns nicht aufgeklärt hast. Raus mit der Wahrheit! Oder ich kündig. Und ich koch nix mehr für die. Und ich lade dich nicht zu meiner Hochzeit ein. Hoi, 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 hoi. Jetzt kommt's aber ganz geballt. Ha? Also gut, ich sag's euch. Psst. Aber ihr müsst mir versprechen, dass keiner davon was erfahrt. Ja, das ist doch selbstverständlich. Weil wenn der Günther davon was erfahrt, dann torpediert doch der meine Idee. Das bleibt unter uns versprochen. Versprochen. Ja, versprochen. Also gut, passt auf. Auf die Idee kommen bin ich vor einer Woche. Da habe ich in der Zeitung gelesen, dass es in ganz Deutschland keine Gemeinde unter 6.000 Einwohner gibt, in der man an einem Tag 10 Trauungen vollzogen hat. Was? Du willst an einem Tag 10 Paare trauen? Ja. Und eins von denen 10 sollen der Stefan und ich sein? Ja, wieso? Hast du da ein Problem damit? Schon? Ja, schau her, das ist doch bloß die standesamtliche Trauung. Und das Zeremonielle ist doch das Gleiche, ob es jetzt eine oder ob es 10 Trauungen sind. Ja, und was danach kommt, da kann jeder machen, was er mag. Aha. Drum soll ich den Alois heiraten. Aha. Deshalb also dein Einverständnis zu der Hochzeit mit dem Stefan. Das habe ich ja dann anscheinend auch deiner Idee zu verdanken. Ah, was? Früher oder später hätte ich doch sowieso ja gesagt. Naja, jetzt ist halt ein kleines bisschen früher. Ja, und wo möchtest du die 10 Paare hernehmen? Bis jetzt hast du doch bloß 2. Falsch, es sind schon 4. Also einmal ihr 2, dann die ehrliche Hanna, die heiratet ihren Installateur. Und große Überraschung, der Georg und die Fanny heiraten, ne? Ja, ja, die waren gerade da und haben uns gesagt. Ja gut, das sind jetzt 4 Paare. Ja, wo nimmst du denn dann die anderen 6 her? Also pass auf, in unserer Gemeinde gibt es 6 Paare, die verheiratet sind, aber nicht zusammen wohnen. Und es gibt sage und schreibe 8 Paare, die zusammen wohnen, aber nicht verheiratet sind. Und mit denen bin ich schon in Verhandlungen. Ja, aber warum denn dann diese Geheimnistuerei? Ich meine, wir könnten doch alle Werbung machen fürs Heiraten. Je mehr Leute davon was wissen, desto eher kommt doch der Günther dahinter. Hm? Ich würde sagen, die Angelika, die unterstützt mich. Und ihr 2, ihr bereitet euch auf eure Hochzeit vor. Oh!
jetzt gerade das Wort Hochzeit gehört oder bildet mir das bloß ein? Aber zuallererst einmal, grüß Gott. Du hast schon richtig gehört. Der Papa hat mir gerade ans Herz gelegt, dass ich mich um unsere Hochzeit kümmern soll. Ehrlich? Und weil die Lotte ja am selben Tag heiratet, können wir das miteinander machen. Haben Sie es jetzt doch anders überlegt? Ja, dann möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie jetzt doch einverstanden sind. Also, ich würde sagen, jetzt ist es mal an der Zeit, dass du nimmer sie zu mir sagst. Gut, einverstanden. Ja, schließlich wärst du jetzt bald mein Schwiegervater. Ja. Lotze! Meine Geliebte! Warum hast du mich allein lassen? Du hast mich nicht abgeholt von der Enderle. Ja, und dann bist du eben ohne mich zum Kuttler gegangen. Ja, ich war fertig und du warst nicht da. Alois! Mach ich alles nur fürs Betriebsklima. Mei, es ist so schön, in der Bücherei zu trinken. Da kann man schon im Steh einen sitzen haben. Alois, du bist ja total betrunken. Jawohl, ich hab was getrunken. Der Kuttler, der hat nämlich schon alle Glasel eingeschenkt gehabt und da hab ich alle austrinken müssen. Auch die von dir. So, wo sind meine Blumen? Wurscht. Lotze, meine geliebte Lotze, will ich dich heiraten? Alois! Willst du meine Frau werden? Sie! Du! Und das soll jetzt der schönste Heiratsantrag gewesen sein, den je eine Frau gekriegt hat. Das fängt ja schon gut an. Hab ich mir's doch gedacht, dass du im Büro bist. Was machst du denn da? Ja, ich muss ihm doch alles für seine Rede vorbereiten. Seitdem feststeht, dass sie halt 10 Brautpaare in seinem Standesamt das Ja-Wort geben, da trat er doch fast durch vor Freude und Stolz. Okay, also wenn einer durchtrat, dann bist du das. Also um einen Frieden musst du dich nicht kümmern. Kümmere dich lieber um mich. Ich brauche nachher einen Bräutigam, der ein klares und deutliches Ja vor dem Standesbeamten rausbringt. Ja, ja, ja. Dreifach Ja und besiegelt. Ich weiß, dass du Ja sagen kannst. Aber kannst du das dann auch vor dem Standesbeamten? Kennst du ihn ja. Ja, freilich. Alles? Ist alles vorbereitet? Jawohl, die Rede liegt auf deinem Schreibtisch bereit. Ich hab nicht so viel Zeit gehabt und deshalb habe ich eine von den Standardreden genommen und leicht umgeschrieben. Alles, also bitte. Bist jetzt ganz durchdraht? Na, glücklich. Eine Standardrede heute an den besonderen Tag. Und das für 10 Brautpaare. Ja, jetzt liest du erst einmal durch, bevor du wieder schimpfst. Komm doch. Halt, nix da, du bleibst da. Ich brauche jemanden, der sich meine Rede anhört. Na, ich nicht. Das kannst mir du doch von meiner Trauung nicht antun. Genau. Deine Rede übst besser allein. Komm, Alois. Ich hab's gewusst. Mein persönlicher Sekretär und meine Schwester werden ein Ehepaar. Das wären schwere Zeiten für mich, ja. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Rammler. Alois! Alois, geh sofort her! Ja, ist was passiert? Ich trage dir den Hals um, wenn du nicht sofort daherkommst und liest. Also gut, ich lies. Aber nur, wenn du mir versprichst, dass du deine Hände bei dir lässt. Lies! Wir haben doch eigentlich vereinbart, dass bei uns im Büro nicht mehr rumbläht wird. Okay, ich lies. Na, sag einmal, was schreist denn du so? Das hört man über bis zum Sitzungssaal. Ja, wir reden gerade, wir üben gerade seine Rede, weißt du. Also, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, das sagst du doch allerweil. Lies weiter! Ja, liebe Rammler. Ja, ich meine, bei 10 Paare, die sie halt gleichzeitig... Das ist doch die Rede
für den Kleintierzuchterei Ulrich? Dann muss ich halt einfach die Bladel verwechselt haben. Da schau her, da haben wir schon. Das ist die richtige. Das hoffe ich für dich. Lies vor. Meine lieben Brautpaare, liebe Hochzeitsgäste. Na also, warum denn nicht gleich so? Ja, dann kann ich jetzt wieder zu meiner Braut gehen. Nein, das kannst du nicht. Du bleibst da. Du musst dir die Rede hören, die du mir umgeschrieben hast. Aber geh, ich bin doch da. Der Alles macht es, basta. Da kannst du nichts machen. Er ist und bleibt halt einfach unser Basta-Bürgermeister. Ruhe jetzt. Meine lieben Brautpaare, liebe Hochzeitsgäste. Ja, jetzt, das hast du schon gesagt. Die Ehe ist ein Bauwerk, das jeden Tag neu errichtet werden muss. Na, also streich das. Das ist nicht gut. Die Ehe mit einem Bauwerk vergleichen. Schon passiert. Ja, sag mal, kann man sich denn in diesem Rathaus nicht einmal in Ruhe auf der Rede vorbereiten, ohne dass man ständig unterbrochen wird? Mei, es hat halt der Brautmutter nicht gefallen. Ja, stimmt. Und überhaupt ist das jetzt total überflüssig. Schon lieber deine Stimme. Du musst ja noch die Rede noch vor 10 Brautpaaren halten. Ah, das mache ich immer recht kurz. Ja, aber bestimmt nicht bei deiner Tochter. So wie ich die kenne, wärst du das nicht lassen können, ihr ein paar Ratschläge mitzugeben, gell? Also bei meiner Tochter werde ich das wohl machen dürfen. Als Vater ja, aber nicht als Standesbeamter. Angelika, bitte geh zu den anderen über. Ich möchte wenigstens noch einmal in Ruhe meine Rede durchgehen. Ich kann gehen. Du bleibst. Ja, also, ich gehe da jetzt nicht über. Die Marlene ist ja noch nicht da. Dann halt die Bitche ein bisschen zurück. Ja. Es ist nun an der Zeit, den letzten Weg zu gehen. Ja, spinnst du? Ja. Das ist die Rede für Bestattungen. Ja, mei, ich hab halt gemeint, das könnte man drin lassen als Mahnung. Das darf doch wohl nicht wahr sein, der letzte Weg. Also gut, dann machen wir halt aus dem letzten Weg einen endgültigen Weg. Jetzt spielt er komplett. Willst du, dass ich mich bis zu den Knochen blamier? Also, ich hol dir jetzt lieber mal ein Glas Wasser, sonst rast man noch komplett durch. Das heißt doch gemeinsamer Weg, du Depp. Fridolin, das kann man alles in Ruhe regeln. Genau, das kann man doch eigentlich alles in Ruhe regeln. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Ich bin die Ruhe in Person. Von wegen. Du bist ein richtiges Nervenbündel. Da nix, Angelika. Der zittert doch bloß so, weil er heute vor 10 Paare gleichzeitig eine Rede halten muss. Alles Ruhe. Ja, ist doch wahr, glaubst du das? Es ist ja schließlich das erste Mal, dass sich vor mir als Standesbeamten 10 Paare gleichzeitig das Ja-Wort geben. Ja, mei, du wolltest das ja so. Natürlich wollte ich das ja so. Aber dass halt jetzt auch meine Tochter und meine Schwester heiraten. Genau. Und nach deiner Schwester, da schau ich jetzt einmal. Mein Gott. Und keiner fragt, wie es an so einem Tag dem Vater geht, ja. Der seine Tochter einem fremden Mann anvertrauen soll. Ist okay. Der Stefan ist da doch nicht fremd. Außerdem kriegst du noch einen Sohn dazu. Kaum hat man sie mit viel Liebe und Freude großgezogen und blickt voller Stolz auf dieses Prachtmadel. Frido, bitte. 100 Gramm weniger Selbstmitleid, gell? Du hast die Marlene nicht großgezogen. Wenn die ihren Papa braucht hat, dann hat sie ins Rathaus kommen müssen. Und da war ich immer für sie da. Ach, dieses Lachen, der Humor, der Optimismus in allen Lebenslagen. Ja, den Humor hat's bei dir schon braucht. Also bitte, das tut nicht gerade so, wie wenn ich ein schlechter Vater gewesen wäre. Ach, da bist du, Mama. Ich suche die drüben im ganzen Haus. Was ist denn los? Ich hab mir gedacht, das ist alles klar. Der Reißverschluss geht nicht zu. Was? Und verhackelt hat er sie jetzt auch noch. Ja, aber bei der Anprobe hat das Kleidel doch fast wie angegossen. Ja, das war vor 14 Tagen. In der Zwischenzeit habe ich 3,5 winzige Kilos zugenommen. Also, Was? Ja, Mal, bist du vielleicht doch schwanger? Papa, nicht schon wieder. Bloß weil eine Frau einmal ein bisschen zugenommen hat, muss das nicht unbedingt heißen, dass sie schwanger ist. Der Stefan und ich, wir waren in der letzten Woche jeden Abend zum Essen eingeladen. Da kann man nicht nein sagen. ach, wenn man will, kann man schon. Ah, das tut weh. Dann zieh am Bauch ein und beiß die Zähne zusammen, dann geht's schon. Oh mein, und der Alles ist auch nicht mehr da. Glaubst du, seitdem der weiß, dass er ab heute zur Familie gehört, ist er nicht mehr wie vorher? Was willst du denn vom Alois? Er hätte sich die Rede anhören sollen, die er mir umgeschrieben hat. Papa, leg los, wir hören dir zu. Ja. Also gut. Und Angelika, keine spitzen Bemerkungen mehr, ja? Ja.
Meine lieben Brautpaare. Oh, Mama, pass auf! Du zerkratzt mir ja den Rücken. Ich probier doch bloß, dass ich den Reißverschluss zukriege. Oh nein, das tut aber weh. Meine Damen, so kann man keine Rede proben. Was musst denn auch du gleich Simpf und zunehmen? Papa, lass dich von uns nicht stören. Red einfach weiter. Ich höre da bestimmt zu. Ich stehe hier als Mann. Ja, gut, dass du das einmal gesagt hast. Ruhe! Als Vater, als Schwiegervater und als Standesbeamter. Papa, das weiß doch sowieso jeder. Aus eurem Zusammenleben wisst ihr längst, Sag mal, kann man das nicht als Schlitz lassen? dass eine Beziehung ist wie ein Schlitz. Steht das in deiner Rede? Was? Ja, das mit dem Schlitz. Nein, das hast du gerade gesagt. Nein, du hast das gesagt. Ich hab das gesagt? Ja. Nein, so geht es nicht, so geht es nicht. Ihr macht mich vollkommen verrückt. Was heißt das, so geht es nicht? Ist das Problem auch noch so groß? Frag uns Stefan und du bist es los. Ja, also, Ah, der Stefan hat mein Kleidel zu früh gesehen. Das bringt Unglück. Geh, Schatz. Das ist doch bloß ein dummer Aberglaube. Und wir sind doch nicht abergläubisch. Stimmt's? Wenn's meinst, aber das... Denk lieber an die 4 Sachen, die ein Brautpaar braucht. Was Neues, was Altes, was Geliehenes und was Blaues. Aber das ist doch erst recht Aberglaube. Nein, das ist ein alter Brauch. Das hat nämlich was mit Tradition, Glück in der Ehe und Treue zu tun. Hab ich nachgelesen. Also, neu ist mein Brautkleid. Geliehen sind die Handschuhe von der Mama, die es bei ihrer Hochzeit dran hat. Und... siehst das? Was Blaues habe ich auch schon. Und noch dazu an so einer schönen Stelle. Und für das Alte nimm wir am besten deinen Vater. nein, das muss ein Schmuckstück aus dem Familienbesitz von der Braut sein. Ah, du, ich hab da noch was. Warte, ich hol schnell. Mama! Was? Mein Kleidel, das ist immer noch nicht zu. Das übernehme ich. Schwiegermama, hol du ruhig einen Schmuck. Gut. So. Ist das Problem auch noch so groß? Frag an Stefan und du bist es los. Jetzt einmal ganz tief einatmen. Bauchheizung, nur ein bisschen mehr. Dass eine Beziehung nicht nur aus Freudentagen besteht, sondern... So, jetzt noch ein bisschen am Busen eindrucken. sondern auch aus Problemen des täglichen Lebens. Geht's dir gut, mein Sonnenschein? So. Ach so, und jetzt ganz langsam ausatmen. Meinst du, dass ich das den ganzen Tag durchhalte? Na, keine Sorge, ich bin doch da. Ich fang dir auf, wenn's blau wirst. Wieso musst mich du jeden Abend von einem Essen zum anderen schleppen? War's vielleicht nicht erfolgreich? Sehr erfolgreich. Du hast jetzt eine 7 Pfund schwerere Braut. Und ich liebe jedes Pfund an dir. Und die neu dazukommen, erst recht. Dein Leben ging zu Ende, ohne dass jemand... Alles! Sag einmal, also da kann der mal vors Herz stehen bleiben. Das bin ich nicht gewohnt. Weil da, wo ich arbeite, da ist es normalerweise totenstill. Papa, lass die Rede halt einfach weg. Oh, Entschuldigung, Fridolin, wenn du so schreist, dann war's das wahrscheinlich schon okay. Was weiß ich schon? Der Bernie und die Lissi sind noch nicht da. Was? Ja, aber es ist doch schon 10. Ich hab doch ausdrücklich gesagt, alle sollen um 10 da Na, sein. die anderen sind ja auch alle da. Fridolin, die Lissi und der Bernie sind noch nicht da. Gerade habe ich es ihm gesagt. Aha, aber was du noch nicht wisst, ist, dass die Ilona dumm tut. Was soll das heißen, sie tut dumm? Mein Gott, sie mustert halt rum. Sie sagt, 2 Jahre hätten sie jetzt friedlich zusammengelebt und jetzt will der Franz auf einmal heiraten. Ach, geh, ist doch überhaupt nicht wahr. Die Ilona wollte unbedingt heiraten. Die war ganz wild drauf. Ja, das war bevor er zu ihr gesagt hat, dass ein ehefreier Mo jeden Tag die Schuhe putzen muss. Was? Ja, sag einmal, sowas kann man doch nicht am Hochzeitstag sagen. Sowas sagt man später. Ich muss gleich raus. Ah, los, Fridolin, der Bernie und die Lissi sind noch nicht da. Ja, ich weiß schon.
Pass auf, zu deiner Rede, gell? Dann reden wir später. Pass auf, du gehst jetzt sofort hinaus zu denen und kümmerst dich um die zwei. Fridolin, ich widersprich dir nur äußerst ungern, aber das muss jetzt sein. Ich kümmere mich nicht um die zwei, sondern bloß um meine Lotte. Ja, ich kann die doch nicht allein vor dem Trauungszimmer stehen lassen. Womöglich heiratet's noch einen anderen. Oh. Georg, das eine sag ich dabei, gell? Deine Schuhe putze ich nicht. Aber das ist doch gar nicht nötig. Fanny, mein Augenstern. Schuhe putzt man bloß einmal im Jahr. In Zukunft wirst du öfter putzen müssen, gell? Ja, was ist denn das für ein Mist, ha? Was? Die Lisi und der Bernie sind noch nicht da und ihr redet zum Schuhputzen. Das hat einmal gesagt werden müssen. Außerdem soll man nicht mit falschen Vorstellungen in die Ehe gehen. Frido, der Bernie und die Lissi. Ja, ich weiß schon. Ah, mein Bruder, wieder ganz der Alte. Gut, dann sag ich dir das andere heute auch nicht. Halt, Rachel, was geht noch schief? Carola und der Peter schwanken. Dann nimm ihnen die Schnapsflasche weg. Sie haben nichts getrunken. Sie seien sich bloß nicht mehr sicher, ob sie auch wirklich heiraten wollen. Ja, das darf doch nicht wahr sein. Seid ihr die alle vom Teufel geritten? Wo ist denn dein Vater, der Edelmann? Ja, der wollte sich mit den anderen Braupaare unterhalten. Oh. Meinst du, dass der schuld ist? Dem trag ich den Kron um! Günther! Jesus! Ja, aber was ist denn los? Stell dir vor, Angelika, der Edelmann ist gerade dabei, die heiratswilligen Paare zu verunsichern. Der sabotiert unseren Wettsieg. Was? Na, der kann was erleben. Halt, bleib da. Um den Edelmann brauchst du dich nicht kümmern. Dem trat, glaube ich, dein Mann gerade einen Hals um. Aber der Bernie und die Lissi sind noch nicht da. Was das auch noch? Mein Gott, na, konnte nicht einmal was glatt laufen. Aber das macht doch nichts. Das ist wie beim Theater. Wenn die Generalprobe chaotisch ist, wird die Premiere ein voller Erfolg. Bei einer Hochzeit ist es nicht anders. Ja. Und bei einer 10-fachen erst recht nicht. Mein Georg hat recht, gell? Wenn sich 10 Paare an einem Tag das Ja-Wort geben, dann kann nicht alles glatt gehen. Ja, aber es muss glatt gehen, weil sonst verlieren wir den Wettkampf und die 100.000 Euro. Ja, also, jetzt geht's ihr mal alle rüber in den Sitzungssaal. Und ich kümmere mich um den Bernie und um die Lissi. Ja, mach mal, gell? Sag mal, wann will denn der Dr. Wilder eigentlich verkünden, wer gewonnen hat? Es steht ja wohl schon fest, dass Niederburg verloren hat. Bei uns in Schulenburg, da werden an einem Tag 10 Paare gleichzeitig traut. Ja, das ist einmalig. Und von dem angekündigten Rockfestival in Niederburg, da ist nichts zum Herrn und Sehen. Das kann ich bestätigen. Ich als Meisterdetektiv habe tagelang recherchiert. Es ist nichts dabei rausgekommen. Außer, dass der alte Schiedelhof in der Ortsmitte restauriert wird. Ja, also mehrer weiß ich auch nicht, gell? Oder hast du vielleicht schon mehrer rausgekriegt? Na, weil sonst hätte ich es ja sofort gesagt. Also, ich glaube, so viel kann ich schon mal sagen. Heute gibt's für euch alle noch eine Überraschung. So, Marlene. Und wir schauen jetzt einmal, was da los ist. So, ha, das wäre erledigt. Und die Lissi und der Bernie, die sind jetzt auch da. Was hast denn du mit Günther gemacht? Günther? Nix. Eine kleine Aussprache haben wir gehabt. Habt ihr Kraft? Ja, das hat aber gesagt werden müssen, verstehst du? Ihr habt doch Kraft, stimmt's? Wie kommst du denn auf diese Idee, Angelika? Also, wird doch nicht mehr mein Freund Raffer, oder? Ja, Gell? genau. Wir werden doch nicht Raffer. Und nur dazu am Hochzeitstag von unseren Kindern. Wie kommst du denn auf so eine blöde Idee? Ja, nur dazu am Hochzeitstag für unsere Kinder. Ja, und wegen so einer blöden Wette doch gleich gar nicht. Ja, schon gleich gar nicht. Na, jetzt schaut euch einmal die scheinheiligen Brüder an. Sind halt zwei Bürgermeister, gell? Das ist scheint's in der Politik so üblich. So, ich muss euch jetzt bitten, dass ihr alle in den Sitzungssaal rübergeht. Ich muss nämlich noch ganz kurz meine Rede durchgehen. Was, du Armer, du hast deine Rede noch gar nicht fertig. Aber das macht nichts, du, die meinige ist fertig. Ja? Na, halt die Rede von mir zuerst und du kommst dann mit deiner kurzen Ansprache, gell? Du hältst hier mal überhaupt keine Ansprache, ja? Denn dass Sie hier in Schulenburg vor mir als Standesbeamten 10 Braupaare gleichzeitig das Ja-Wort geben, ist einzig und allein mein Verdienst. Ja, und mir? Ja, und das von allen Bürgern von meiner Gemeinde. Und da redet bloß einer, damit es klar ist.
So, und jetzt rüber mit euch in den Sitzungssaal. Ich glaube, wir gehen jetzt wirklich alle rüber in den Sitzungssaal. Nicht, dass noch ein paar abhanden kommt. Heute bleibt's einmal alle da. Der Herr Dr. Wilder wollte, dass ich euch sag, ihr sollt alle da auf ihn warten. Er hat euch nämlich was Wichtiges zum Sagen. So, und ich hab mir gedacht, der Gewinner wird erst in Niederburg bekannt geben. Aber das ist ja gleich, wo ich den Scheck entgegennehme, gell? Klar kriegst du einen Scheck. Es steht ja bloß nichts drauf. Morgen zusammen. Ich hab das ja vorher schon gesagt, du schaust wirklich bezaubernd aus. Ich hab selten so eine hübsche Braut gesehen. Da kann man Ihnen nur gratulieren. Dankeschön. Naja, aber ich meine, bei dieser Brautmutter ist es auch kein Wunder. Ja, ich sehe, Sie sind alle da, dann können wir anfangen. Wie Sie wissen, habe ich eine Prämie von 100.000 € ausgesetzt für den Gewinner des Wettbewerbs. Wie reduzieren wir unsere Schulden? Und erzielen zusätzliche Einnahmen. Ja, aber Herr Dr. Wilder, es Willst ist... du mir bitte ausreden lassen, ja? Bitte. Ja, es wurden einige Tricks angewandt, um den Gegner nicht in die Karten schauen zu lassen. Es wurden Rockkonzerte ins Gespräch gebracht, ja, kilometerlange Girlanden zu einem Kranz gebunden, bloß um den Gegner auf eine falsche Fährte zu führen. Aber ich muss sagen, Herr Bürgermeister von Schulenburg, 10 Brautpaare an einem Tag vor Standesamt zu bringen, das ist einmalig. Das ist rekordverdächtig. Ich glaube, sowas hat es noch nie gegeben. Und deshalb heißt der Gewinner des Wettbewerbs Gemeinde Schulenburg. Ja, schon, aber das ist ein kleiner Wermutstropfen ist allerdings dabei. Sie müssen die Summe mit dem Herrn Edelmann teilen. Was? Ja, aber wenn doch Schulenburg gewonnen hat. Ich bin noch nicht fertig mit meiner Erklärung. Schuld dran ist dieser junge Mann da. In seinem unerschütterlichen Glauben daran, dass in unserer Wolfshöhle wertvolle Schätze verborgen sind, hat er monatelang gegraben und er ist auch tatsächlich fündig worden. Was, der Stefan hat was gefunden? Hast du das gewusst? Nein, ich nicht. Du, Georg. Ja, du als Inspektor Columbo müsstest doch das eigentlich schon wissen, ne? Das muss an mir vorbeigelaufen sein. Was hast du gefunden? Waffen, Werkzeuge, Münzen. Hab ich auch daheim. Immer ein Werkzeug und Münzen. Ja, aber nicht von einer römischen Militäranlage. Und die mehr als 2000 Jahre alten Fundstücke, die sollen dann Bestandteil unseres neuen Museums werden. Ja, also Experten halten diesen Fund für eine Sensation. Drum lasse ich den Schiedelhof auch zum Museum umbauen. Die Touristen werden uns die Bude einlaufen. Ja, da kommt Geld in die Kasse und wir können die Schulden abtilgen. Und deshalb haben wir gewonnen. Ja? Sag einmal, woher hast denn du das überhaupt gewusst? Genau, Herr Bürgermeister, woher haben Sie das gewusst? Nur der Stefan, Marlene und ich haben von der Sache gewusst. Und von uns hat keiner geratscht. Also, woher haben Sie das gewusst? Na, Herr Doktor, das war jetzt nicht die Absicht, aber ich bin auf der Terrasse gestanden zum Luftschnappen und dann sind die plötzlich da reingekommen und haben gleich losgelegt, ja. Und da war es natürlich zu spät, das Ohren zuhalten. Aha, so ist das, gell. Ja, als Lauscher an der Wand, gell, hat man einen besseren Stand. Aber stimmt, wir haben uns bei euch im Wohnzimmer übers Museum unterhalten. Ja, natürlich habt ihr euch unterhalten, ja. Aber das müsst ihr zugeben. Ich hab sofort reagiert. Ja, das haben Sie, Herr Bürgermeister, Sie haben reagiert. Aber nicht agiert, das war schon alles. Was wirklich kreativ ist zu diesem Wettbewerb, ist wirklich bloß aus dem Rathaus von Schulenburg gekommen. Darum gehen auch 75.000 € nach Schulenburg. Die restlichen 25.000 sind der Grundstock fürs Museum. Ja, wunderbar. Na, was ist? Gib zu, du hast den Wettkampf verloren. Kann ich gar nicht verloren haben, wenn ich gar nicht mitgemacht hab. Richtig, Sie. Da hat er recht. Sie haben nicht mitgemacht. Darum gibt es auch kein Geld für Ihre Gemeinde, sondern bloß fürs Museum. Ja, immerhin besser wie gar nichts, ne, Herr Doktor? So, und jetzt kommen wir noch mal zum eigentlichen Thema. Also seit Jahren bemerke ich schon, wie die beiden Gemeinden Schulenburg und Niederburg sich bekämpfen, bekriegen. Keiner gönnt dem anderen was. Ja, sogar die Hochzeit der Kinder sollten unterbunden werden, anstatt dass zusammenarbeitet. Aber so kann man das jetzt auch nicht sehen. Nein, gerade ihr zwei Bürgermeister. Ihr habt euch die allergrößte Mühe gegeben. Ja, aber da ist ja hauptsächlich er da dran schuld, gell? Fridolin, jetzt benimm dich doch einmal endlich. Ja, benimm dich mal endlich. Also ich würde sagen, ihr zwei Streithansel, begabt jetzt einmal ein Kriegsbeil
Schließlich werdet ihr in ein paar Minuten miteinander verwandt sein. Naja, also, von mir aus. Hä? Ja, also gut. Und ich kann mich ja durchaus erinnern, dass es wirklich Momente gegeben hat, wo wir uns ganz gut verstanden haben, gell, Günni? Ja, freilich, Friedi. Ja, und dass die ewigen Streitereien endlich ein Ende haben, habe ich einen Vorschlag. Ja. Also die Wolfshöhle mit dem sensationellen Fund vom Stefan ist eindeutig auf der Gemarkung von Schulenburg. Das Museum dafür entsteht aber in Niederburg. Wenn jetzt die beiden Gemeinden zusammenarbeiten, dann wäre das einmal ein erster Schritt in Richtung Schuldentilgung. Ja, und wir könnten dann groß in den Tourismus einsteigen. Da könnten wir Zimmer vermieten in unserem Haus. Ha? Ja, genau, da kommt der Geld ins Haus. Und du kannst dann beim Frido kündigen. Na, jetzt aber langsam. Jetzt werden erst einmal das Museum baut, dann sehen wir weiter. Naja, das wird einen Haufen Besucher anlocken. Es kommt da jede Menge Geld in die Kasse, das ist richtig. Ich werde für die Vermarktung sorgen, meine Herren. Ich habe da so meine Beziehungen, ja. Gut, dann war das ja jetzt geklärt. So, und jetzt wer geheiratet. Ja. Papa, Walze deines Amtes. Moment einmal. Herr Dr. Wilder, ich verstehe jetzt da gerade was nicht. Die Sache mit dem Wettkampf, die war ja eigentlich gar nicht nötig gewesen. Kluge Frau, richtig? Das war unsere Idee. Ja, damit wir zwei endlich heiraten können, haben wir doch für unsere zwei sturen Dickköpfe ein Ablenkungsmanöver braucht. Eben den Wettkampf. Was? Wir? Ja. Und dass wir durch den Wettkampf auch endlich deine Zustimmung zur Hochzeit gekriegt haben, weil du zufällig auf die Idee mit die 10 Hochzeitspaare gekommen bist. Das war nur ein toller Nebeneffekt. Habt ihr das gehört, Herr? Das war ein abgekartetes Spiel. Ja, die haben uns in der Nase rumgeführt. Hä? Ja, anscheinend hast du das braucht. Wie heißt so schön? Wer anderen eine Grube gräbt, Fällt selbst hinein.